Salut miteinander, Mr. J und Mike. Heute mit einem Special über Black Ops 2 und zwar über den Prestige-Modus und die Bugs, die jetzt gerade auf der PS3 sind. Da gibt es ein, zwei Tipps von uns, damit die Bugs nicht mehr so häufig vorkommen und ihr eigentlich fließend mal das Black Ops 2 könnt gamen, ohne dass PS eingefriert oder irgendwie aus der Lobby rausgekickt werdet. Bevor ich da aber über Bugs reden wollte ich doch wirklich zuerst zum Prestige-Modus. Ist ein bisschen ein grösseres Thema. Und ja, der Rufus und ich haben gestern endlich mal den Knopf können drücken. Jetzt sind wir beide im Prestige 1. Und wir finden es abartig gut, bis sie den Prestige-Modus jetzt im Black Ops 2 gestaltet haben. Es ist vollkommen anders, als man es von den anderen CODs kennt. Es basiert wirklich und es greift auch ins Gameplay rein. Also wenn man den Prestige drückt, kann man noch zwischen 3 Kategorien entscheiden. Darum sage ich, es gibt eigentlich 3 Prestige-Arten. Kategorie Nummer 1 ist, das kennen wir vom MW3, das wäre die Statistik zurücksetzen. Prestige A2 ist, dass man all die Tokens, die wir verdient haben, die grau-schwarzen Symbole mit dem T, wo man die Ausrüstung, die Waffen oder Perks nachher freischaltet, damit man es brauchen kann, die bekommt man dann wieder zurück und kann somit nachher, wenn man im neuen Prestige aufsteigt, so schneller das Zeug freischalten. Und Prestige Art Nummer 3, meiner Meinung nach die beste, ist wie immer ein neuer Slot im Klasseneditor. Den kennen wir schon von fast allen CODs, ist der schon da rum gewesen. Und der ist meiner Meinung nach der beste, weil wenn man den ersten anschaut, die Statistik zurücksetzen, für was braucht man das, damit man am Schluss nachher noch die KD kann zeigen kann. Meiner Meinung nach die KD überhaupt nicht wesentlich fürs Spielen. Man hat immer mal ein schlechtes Game oder ein gutes und dann ist die KD nicht wirklich gerade das, was viel aussagt. Und das Nummer 2, die Tokens, die verdient man so schnell, dass meiner Meinung nach die Art nicht wirklich gebraucht wird, weil man nicht gerade sofort auf einen Klapp etwa 20 Tokens braucht. Es wird einfach Schritt für Schritt, wenn man mal wieder etwas Neues ausprobieren will, gibt man ein Token aus und meistens hat man ja so 5 auf der Seite, weil man ja nicht gerade alles braucht. Das Prestige hat also viel mehr Vorteile als in den anderen CODs. Vorteil Nummer 1, es gibt wieder die neue Herausforderung, kennen wir alles im MW3. Wenn man Prestige hat man ja unter Herausforderung noch den Prestige-Modus. Plus noch, was in dem Black Ops 2 noch bleibt, all die alten Herausforderungen werden nicht wieder auf Null gesetzt, sondern sie bleiben. Also wenn man 50 Kills gemacht hat mit der Waffe, sind die nach dem Prestige immer noch da und kommt somit schneller mal die XPs über. Nochmal ein positiver Punkt, die Gamos von der Waffe bleiben, plus noch die Aufsätze. Sobald ihr die Waffe freigeschaltet habt, habt ihr wieder alle Aufsätze, die ihr bis dahin freigeschaltet habt, habt ihr wieder. Und Punkt Nummer 3, ihr habt eben wenn ihr Prestige das Token, wo ihr eine Ausrüstung, eine Waffe oder ein Perk für permanent könnt freischalten. Das heisst, wenn ihr irgendwann mal wieder prestiget, habt ihr das sicher schon aktiviert. Darum ganz wichtig, überlegt euch, für was ihr das permanente Token ausgeben wollt, weil im späteren Prestige wird es euch sicher wieder gut kommen. Der einzige negative Punkt, wenn man Prestige, ist, dass man alle Waffen wieder freischalten muss. Das heisst, wenn die eine Waffe erst ab Level 24 aktiviert wird, dann muss man wieder bis auf Level 24 warten. Meiner Meinung nach kein allzu negativer Punkt, sind eigentlich an sich im Black Ops 2 alle Waffen recht gut. Und was jetzt ganz neu ist im Black Ops 2, was es bis jetzt noch nicht gegeben hat, man kann jetzt die Waffen prestigen. Das ist wirklich eine saumässig coole Idee, ist mal wirklich etwas Neues, was sicher auch Spass mit sich bringt, ein kleiner Anreiz, mal die Waffen auch prestigen. Und zwar gibt es 2 Stufen beim Prestige von der Waffe. Stufe Nummer 1 ist, man kann den Clan Tag drauf tun und Stufe Nummer 2, man kann das Emblem drauf tun. Wie man es von Black Ops 1 kennt, ist die Waffe nachher so die eigen personalisierte Waffe. Vorteil da, wenn man die Waffe prestigt, das heisst, man bekommt wieder die Punkte über, wo man bei den Herausforderungen verdient hat. Somit heisst es, man bekommt mehr XP und kann nachher im Prestige schneller aufsteigen. Plus wie erwähnt der Clan Tag und das Emblem. Der einzige Nachteil vom Prestige von der Waffen ist, man muss alle Aufsätze neu freischalten. So, das ist jetzt ein kleiner Einblick über den Prestige-Modus im Black Ops 2. Jetzt wollte ich eigentlich zu den Bugs kommen bei der PS3. Und zwar zum Bug Nummer 1, der Kinomodus. Wie die einen vielleicht gemerkt haben, wenn man ein Herrschaftsspiel gemacht hat und den Film in Kinomodus transportiert, kommt momentan nur die erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit ist verloren. Da ist aber schon gesagt worden, das soll beim nächsten Patch eigentlich behoben werden. Da können wir keinen Einfluss nehmen.
Ausser wir tun gerade live aufnehmen, und zwar mit einem HDP VR. Plus das, was die meisten nicht wissen, es gibt noch Soundpresets, die man einstellen kann. Und dort gibt es einen, der heisst Super Crunch. Und der ist zwar recht laut, aber es ist unglaublich, wenn man ein Headset hat, wie gut man die Footsteps hört. Also man hört wirklich die Leute laufen. Würde ich euch mal empfehlen, hört mal rein, probiert es mal aus, ist wirklich eine gute Sache. Die meisten von euch haben vielleicht auch die Trophäenaktualisierung zumindest im Multiplayer-Spiel online. Dort könnt ihr leider nichts machen. Das sollte aber auch im nächsten Patch, der dann rauskommt, behoben werden. Und der letzte und schlimmste Bug ist das Eingefrieren von der PS3, also der sogenannte Freeze. Wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann, weil das schadet nicht nur im Gameplay, sondern auch der ganzen PS. Und dort hat der Rufus etwas entdeckt, und zwar ist ihm nichts passiert, als er aufgehört hat, zu den anderen auf Playercards zu schauen, sechs Kampfhistorie und Kanal und weiss nicht was, ist sie ihm nicht mehr eingefroren. Darum ist es ein Versuch wert, könnt das nicht mehr anschauen und dann sollte sie eigentlich auch nicht mehr eingefrieren. So, das Video ist jetzt dann fertig. Ich habe meine 2 Themen durchgebracht. Und ja, ich wünsche euch eigentlich noch einen schönen Abend. Zocken noch ein bisschen. Lasst euch von diesen Bugs nicht irgendwie beeinflussen lassen. Die kommen dann weg im nächsten Patch. Hoffen wir natürlich. Und sonst viel Spaß, wenn ihr Prestige. Und man hört sich im nächsten Commentary. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schönen zusammen. Peace.